Die Bildungssprecherin der ÖVP, Brigitte Jank, ist als nächstes zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, im Gegensatz zur Opposition, dass uns hier ein Stück gelungen ist, die Schule weiterzuentwickeln. Bitte? Danke, wunderbar, sehr schön. Ich sehe das aber durchaus nicht als einen Endpunkt von irgendetwas, sondern als ein Mosaikstein in der Entwicklung des Bildes Schule in seiner Gesamthaftigkeit. Trotzdem ist dieses Mosaiksteinchen herauszuheben, weil es einmal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und das scheinen mir zwei Dinge ganz besonders hervorzuheben. Natürlich, dass wir die Möglichkeit haben und auch die Verpflichtung am Ende des Tages haben, in den ganztägigen Schulformen, vor allem in der Volksschule, mehr Bewegung zu haben. Bewegung heißt nicht immer eine volle Turnstunde, aber es heißt vor allem auch jene in die Schule hereinzulassen, die das können, die das gerne machen und wo wir vor allem für den ländlichen Raum verschränken können, Vereinsleben mit schulischem Leben. Weil, was es schon braucht, es braucht auch die Öffnung der Schule zur Gesellschaft hin. Schulgebäude sind ja vielfach noch so gebaut wie Kasernen und so fühlt man sich auch oft darinnen und daher ist es wichtig, diesen Austausch herzustellen. Ich trete daher ganz besonders dafür ein, dass auch ein weiterer Punkt, der in diesem Gesetz geregelt ist, nämlich neben dem Sport auch andere, Kunst, Kultur, aber auch Unternehmen, Organisationen in die Schule zu holen oder auch mit der Schule hinauszugehen, was genau am Nachmittag die Qualität des Nachmittagsangebotes unterstreichen würde und stärken würde. Technisch-naturwissenschaftlicher Bereich wäre zum Beispiel so etwas, wo wir so einen hohen Nachholbedarf haben. Mädchen ganz stark. Die Unternehmer brauchen das heute. Wir hätten dort Wachstumschancen. Also wenn wir zusammenbringen, nämlich früh zusammenbringen, dass junge Menschen überhaupt diese Berufe kennenlernen können, denn man fragt nur nach, was man weiß oder was man kennengelernt hat. Und auch das eröffnet uns das alles. Das bedeutet aber für uns, dass wir uns selbstverständlich mit dem auseinandersetzen müssen. Da ist gefordert die Schule, die Schulleitung, die Schulpartnerschaft. Da sind aber natürlich auch die Externen gefordert und vor allem, dass die auch darüber wissen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und ich hoffe wirklich, dass es uns gemeinsam gelingt, das Wissen hinauszutragen, dass solche Kooperationen erwünscht sind, ermöglicht sind und dass sie auch angenommen werden. Das wird nicht von alleine passieren. Da werden wir ganz einfach viele Anstrengungen brauchen, um das umzusetzen. Diese Anstrengungen sind es aber allemal wert zu gehen, denn wenn es uns gelingt, hier in Bewegung zu kommen, dann erreichen wir damit das, was wir eigentlich wollen, dass Schule nicht neben der Gesellschaft passiert, sondern dass Schule mitten in der Gesellschaft passiert und dass wir da die Kinder frühmöglichst unterstützen in ihrer gesamthaften Entwicklung. Und der erste Schritt ist getan, weitere werden folgen müssen. Danke. Die Schule werde mit der Änderung weiterentwickelt, freut sich Brigitte Jank, die Bildungssprecherin der ÖVP. Es sei ein wichtiger Mosaikstein im Gesamtbild Schule.